ihr liebe Leid, hier ist wieder die Yankee mit Let's Play Dragon Age Origins auf Pelzig. I shall do it. So, der erste größere Dämon haben wir platt gemacht. Das gibt uns einen Weg spurfrei zum Allerheiligsten. Brennender Turm, Invasion der dunklen Brut. Ich überlege gerade. Nee, müssen wir weitergehen. Gehen wir erstmal zum Albtraum des Templers. Die anderen Gebiete müssen wir eh wieder abgrasen, bis auf der Rainer nichts. Dann haben wir, glaube ich, soweit gut abgegrast. So, da ist eine Tür und da ist ein Portal im Nichts und ein Mauseloch. Ja, dann allererst mal hier, ne? Falle ausgelöst, na großartig. Hier hat einer fahren lassen, und zwar der arkane Schrecken. So. Oh, das war's schon. Okay. Gut, wir kriegen halt permanent noch ein bisschen Grütze ab hier. Jetzt ist es vorbei, die Falle. Okay. Anscheinend noch nicht, solange wir uns in dem Grützerich hier noch weiter bewegen. So, mal ein bisschen weg hier. Da ist noch ein Mauseloch und ein Portal im Nichts. Warte mal. Okay. Oh, ein Oger. Hoppla. Oh, der haut aber gut rein. Sehr gut. Erstmal auf Eis gelegt. So, du Hungerabscheulichkeit. So. Ja, jetzt kommen allmählich die dicke Hunde hier. Ah ja, stimmt ja, die explodieren ja, da war ja was. Okay. Portal im Nichts. Ich glaube, die schicken uns aber woanders hier. Was ist da noch? Okay, wieder Hungerabscheulichkeit. Und kaputt. Der explodiert. Und ja, das ist für die Gestalt hier sowieso egal mit Explosion. So, dann gehen wir nochmal durch rein. Ups. Zorn. Ja, 2 Zornabscheulichkeiten. Ja, das hat mir einer erwischt. So. Gut. Ah, Geistertür. Da war ja was. Und damit kommen wir hier. Alter Falter, ich ras hier aber auch echt durch. Und du noch. So, damit uns das Explosionsgedöns nichts ausmacht. Ja, aber ganz aber will schon nicht platzen. So. Was ist das hier? Dritter Mitteleingang. Aha. Okay. Ich glaube, ich bin jetzt irgendwie viel zu weit weggelatscht. Okay. Und so und so. Da kommen wir mit dem massiven durch oder als Maus. Und wo sind wir jetzt hier gelandet? Bei Untote und ja. Nee, das möchte ich nicht. Ich möchte hier das hier. So. Okay. Und weg mit dir gleich. Jo. Alles klar. Da ist noch so widerliche Dämonenstatue. Und da geht's noch zum Portal im Nichts. Okay. Ich glaube, hier bin ich sowieso nicht richtig durchgelaufen. Kann das sein? Es führt uns da hier, wo es brennt. Okay. Gut, dass wir die Feuergestalt haben. Hi, Jungs. Warte mal.
das sieht man was ab sogar. Okay, schnell wieder Feuergestalt. So, da schmeißen wir noch gleich mal einen Feuerball rein. Und so. Und hier. Und nach oben bitte. Jawohl, ist zerborsten und tot. Ausgezeichnet. Du speicherst. Wie die Maus aussieht, für Deivel. Na gut, Templerleiche. Ja, die hat allerdings nichts bei sich. Gehen wir halt direkt in den Bosskampf und flattern The game isn't over, mortal. Wer will. Schöne Geräusche. So. Eine Essenz der Klugheit mal wieder. Okay. Ich glaube aber, ich sollte mich hier trotzdem nochmal umgucken. Das haben wir zwar. Ich gehe jetzt mal kurz zurück, weil ich möchte mir eigentlich den Turm nochmal in aller Ruhe angucken. So, hier bitte nochmal, weil hier haben wir Gestalt abgegriffen. So. Ach ja. Genau, gehen wir dann nochmal von vorne los, bevor wir jetzt hier nur noch die Mauselöcher verwenden. Das haben wir beim letzten Mal gemacht, eigentlich nur noch die Mauselöcher verwendet. Portal im Nichts, Mauseloch, Mauseloch. Ah, da ist auch noch was. Falle ausgelöst, natürlich, das muss so sein. Weil ich glaube, durch das Mauseloch sind wir nicht geklettert. So. Warum? Und der noch. Okay, so viel dazu. Ja, da schweben ein paar Bücherregale, wie ein richtige Leber halt. Und da gehen wir jetzt auch nochmal. Yo! Ich wusste doch, dass da noch was ist. Verderbniswolf. Du ist nämlich eure Essenz der Geschicklichkeit, die auf uns wartet. Schon? Alter? Alter? Was zur Hölle war das? Leck mich doch am Arsch. Okay, naja gut, dann müssen wir halt den Kampf nochmal machen. Das war jetzt etwas ätzend von einem Verderbniswolf niedergemacht zu werden. Aber auch glücklicherweise nicht allzu viel, was wir noch holen müssen. So. Machen wir das Spiel und Spaß. Die macht immer hier lustige Erstickungsgeräusche. Permanent auf Klugheit, genau. So. Dann Quest aktualisiert. Dann hat man hier nochmal gesagt, wir gehen nochmal kurz dort hier. Wir gehen nochmal zurück. Krach, Bumm und Zonk. So. Ich möchte nämlich noch wirklich die ganze Sache hier abstauben, wenn möglich. Okay, dann war das hier. Ah ja, ja genau. Das muss so sein. Die frieren mal ein, die Gestalte hier. Und zack. Zerborsten. So, dann hier. Gut. Dann jetzt nochmal Obacht. Dann sollten wir vielleicht tatsächlich erstmal einfrieren. Ich habe keinen Bock, dass der nochmal auf mich drauf springt. So, das wächst von der Dämonen, Overlords hier. Haben wir einen +1 auf Geschicklichkeit, sehr schön.
von den Demon Overlords wird mir hier überhaupt nicht tangiert. Und so ein räudiger Verderbniswolf, der hat mich dann gerobbt. Na, großartig. Okay, gut. Glücklicherweise war es ja nicht so viel, was ich da noch habe machen müssen. Dann gehen wir jetzt mal hier durch. Und gehen die... Ah, okay. Das führt mich dann einfach hier nur wieder zurück. Na gut, dann war ja sonst alles richtig, was ich gemacht habe. Okay, dann fehlt mir noch der Magierbrecher. Und da müssten wir dann eigentlich, ach, die Letztgestalt kriegen. Ah, sehr schön. Hier gibt es so ein Zeichen der Stärke. Permanent +1 auf Stärke. Sehr schön. Würde ich ja so niemals skiller. Deswegen optimal. Ja, der bringt uns einfach nur hier rüber. Da sind noch ein paar Blutmagier. Jo, oder einfach nur Magier. So, euch frieren wir erstmal ein, Kumpels. Und dann ganz gechillt. So. Okay, das hat uns einfach nur den Raum weitergebracht. Was gibt's denn hier eigentlich noch? Hier ist eine massive Tür, die wir noch nicht aufkriegen. Eingang, Mauseloch, Mauseloch. Okay. Gut, die Gestalt für die massive Türe dürften wir dann hier beim Magierbrecher kriegen. So, und Magier sind auch nicht zu unterschätzen hier als Gegner. Auch wenn die jetzt erst einmal ein bisschen gammelig wirken. Aber sobald die zaubern können, hat man halt ein Problem. Gut, das ist einfach nur dekorativ. Leider keine Essenz, die uns permanent was Tolles erhöht. Hi Leute. Ihr kriegt erst einmal hier Gewitter rein. So, viel Spaß damit. Sollen sie da drin halt krepieren. Und wenn sie kommen, bitteschön. Ups. Genau deswegen, wenn ich mag, das sollte man nicht unterschätzen, wegen dem Feuerball. Ein paar von denen haben halt Feuerbälle drauf. Sollte man nicht so wirklich unterschätzen. Okay, nochmal kurz gucken. Hier drin ist nichts von Interesse bei uns. Und so weiter. Was ist denn das hier? Diener. Ups, die Diener sind anscheinend Schurke. Warte mal. Wir probieren den zu knacken. Hat geklappt. Sehr schön. Was mich ein bisschen stört, ist, dass ich bisher noch nichts auf Magie gekriegt habe, permanent. Weil das ist ja eigentlich mal relevantes Attribut. Magie und Willenskraft. Auf beide noch nichts kriegt. Gut, hier brauchen wir die Feuergestalt. Ohne die geht's halt nicht. Ey. Was kommt denn jetzt hier raus? Ah, so ein Schurke-Diener wieder. Dann knacken wir so. Okay, euch mache ich so fertig. Die bessere Kaminart-Zünder. Und dann wieder in der Feuergestalt weiter. Das ist noch so einer von den Lappen. Ah, da kommt noch einer. Okay. Jetzt aber. Okay, warte mal. Dafür haben wir auch was für euch. Und zwar Gewitter. So. Feuerball halt weiter ab. Schnell heiler. Scheiße. Nur mal so nebenbei bemerkt. Okay, das heißt, wir fangen hier wieder an. Großartig. Dann sollte man nochmal speichern vorher, bevor das weitergeht nochmal. Ist das ätzend. Deswegen habe ich eigentlich auch gemeint, man sollte die Magier nicht unterschätzen, weil ich persönlich halte auch nicht so viel aus. Und dann halt so einer auf der Latz zu kriegen, tut schon ordentlich weh. So, da war das hier und hier. Nice to see you.
Zack und zack. Knetus Corpus weg. Ja, dann soll ich beim nächsten Mal nochmal unbedingt speichern dort. Weil es kotzt mich allmählich an, wenn ich hier von solchen Gammelgegner platt gemacht werde. Einmal hier auch wieder die 2 Kasper für eine Prunksitzung. Und weg. An sich sind die ja kein Problem, wenn man so richtig erwischt. Nur wenn die mal zum Zaubern kommen, dann hat man ein Problem. So, das war das hier, genau. Da können wir dann wieder eine Gewitterbutze reinschmeißen. Das war's damit. Der wieder zu. Wenn was der aufmacht, kriegt's halt hier der Kältekegel ab. Erfolg freigeschaltet. Taktika. So. Ein Autotrink gab's auch nichts für uns. Dann nochmal hier der Diener. Oder die Dienerin. So, ihr kriegt jetzt nochmal einen Schock um die Fresse geballert. Ja, dann halt so. So. Und zack. Und weg. Okay. Also wenigstens gibt es auch hier keine Sache, die ich plündern kann. Also das fällt zumindest schon mal weg. Hier. Und so. Dann komm halt mal her, du Dienerlein. Ja, macht natürlich auch noch Dento. Der ist für euch. Dann ist der noch für dich, du Mistkerl. Ein bisschen Lebensenergie abgezuzelt. Oh, der lebt noch. Der hat sich gerade wieder verstohlen gemacht. Da ist er. So, dann noch zu euch. Oh, der hat sich erwischt. So. Okay. Dann machen wir hier noch einmal. Zwar der Yankee 3. Dann brauchen wir wieder die Feuergestalt. Dann kommen dort die Kasperköp. Ihr kriegt ein Gewitter. Dann bin ich mal weg an der Stelle. Hoppla, ich schmatz mal einen Rundumschlag rein. Und dann kriegen die jetzt auf die Fraser. Okay, der hier ist tot. Jo, der da hinten hat noch gar nichts abkriegt. Die da hinten auch noch nicht. Der ist aber voll im Sturm drin. Gut, wieder einer tot. Okay, dann ist du weg aus der Gebiet. Rundumschlag. Ja, noch gerade bevor ich die Steinfaust abkriegt habe. Haben wir einen Rundumschlag. Dann gehen wir mal in die Richtung hier. Ah, die schnetzeln sich ja gegenseitig, wie ich sehe. 2 weg. Und jetzt sind noch 2. Oh, der heilt sich. Gut, jetzt heilt er sich nicht mehr. Lebensenergie weg. Und tschüss. Na also. Hat uns zwar ein bisschen Wundumschläge gekostet. Aber besser als tot zu sein. Ich glaube, das ist auch der größte Magier-Angriff, mit dem man hier zu rechnen hat. Ah ja, das sind auch nochmal ein paar. Gut. Ui. Halt mal der Gauler. Ich bin anscheinend voll in den Feuersturm reingerast. Das müsste der höchste Zauber sein bei der Feuerschule. Okay, jetzt hat es mich auch wieder zerrobbt. Ich glaube, so häufig bin ich selten gestorben. Noch einmal, gucken wir mal, ob das nicht zufällig automatisch gespeichert hat. Nee. Müssen wir den wiederholen. Warte mal, das machen wir jetzt ein bisschen anders.
Zwar schmeißen wir als Eröffnung schon mal den Feuerball rein. Dann gehen wir rein. Er hat es schon mal zerroppt. Das Wetter hat es auch zerroppt. Die zerfetzen sich gegenseitig. Das ist sehr gut. Dann gucken wir, dass wir die Knetköpfe nochmal so erledigt kriegen, dass beide was abkriegen. Annie tot, hier Lebensenergie weg. Iridiumtrank. Gut, dann haut's um. Der ist tot. Und irgendwo ist noch einer. Ja, genau, das sind noch 2 von denen. Okay, warte mal. So und so. Ja, hochknetische Magie ist ja natürlich ziemlich mies, wenn es uns trifft. Dann machen wir hier noch einmal Yankee 3. Ich habe schon gedacht, das wäre der heftigste Kampf gewesen, aber okay, du ist anscheinend auch noch mal einer. Mit deiner Knetköpf. So. Und dahin ist halt die richtige Oberkoscher. Warte mal. So. Den hat's erwischt. Warte mal. Schnell der Rundumschlag. Dann Magie-Schüler. Wir probieren es mit dem Schock. Der Magie-Lehrer. Das ist der heftigste hier. Dann frieren wir ein. Nicht völlig außer Gefecht gesetzt. Aber wir geben unser Bestes. Wart. Okay. Schnell nochmal Heiler. Okay, der Magielehrer ist halt der heftigste, weil Feuerwalzer oder Feuersturm, wie hieß denn das? Mal gucken. Genau, Inferno ist das. Das ist halt schon richtig hässlich. Gut, Buchhämmer hier. Grundregeln der Magie. Und da hätten wir die Gestalt schon für die massive Türe zu knacken, hätten wir es hier schon öffnen können. Wären wir sehr viel besser rumkommen. Hier nochmal was für den Kodex, keine Ahnung was. Auf jeden Fall gibt es 50 Erfahrungspunkte und wir sind kurz vorm Level. Okay, Kirchenpriester, Steingolem. Und hier ist noch irgendein verfluchter Gesichtreal. Oh, jetzt habe ich den Typ eingefroren. Ah ne, das war nicht mein Verbündeter. Okay. So, dann machen wir die Priester erstmal platt. Das andere ist verfluchter Träumer. Okay. Gut, Golems sind halt schon eine Nummer härter. Machen wir das Steingolem dann platt als nächstes. Okay, die geben auch nur 14 Erfahrungspunkte. Also außerhalb vom Nichts sind die halt schon ziemlich heftig und stark, die Golems. Gut, verfluchter Träumer. Hallo. Help me, please! Thank you. It is time for this dream to come to an end. I give you my strength. It will be of little use against the demon that rules here, but perhaps it will help in other realms. Find a way to kill all the demon lords to open the way to Sloth. Free us all from this nightmare! Ajo. Formwandlung Golem-Gestalt. Die Golem-Gestalt ist sehr stark und kann Türen zerschmettern, die du normalerweise nicht überwinden könntest. Sie ist zudem ausgezeichnet gegen physische Angriffe geschützt, dafür aber gegen magischen Schaden verwundbar. Sehr schön. Wir kümmern uns gleich darum, indem wir jetzt die anderen Realms nochmal abklappern. Und dann zeige ich das euch mal bei der Gelegenheit. Ach, Golem-Gestalt, Krabum, Krabum. Und dann nutzt das seine 4. Fähigkeit mit Schleudern. Und knallt einfach mal die Leer auf. So. Okay, Podest im Nichts. Da war nichts, was das angeht. Ich glaube, beim Templer-Albtraum hat man das ein paar Mal. Da können wir gleich mal gucken. Portal im Nichts. Dann war das hier irgendwo durch ein Mauseloch oder was? Warte mal. Da waren die Wege auf jeden Fall etwas komplizierter, wenn ich mich da richtig erinnere. Okay, ja gut. Da müssen wir jetzt nochmal die ganzen Mausedinger. Jetzt haben wir zwar alle Gestalter. Ja, Mauseloch und Mauseloch, genau.
Das war dann das hier. Da können wir jetzt bei der Gelegenheit nochmal alles abklappern, was mit massive Türe geschützt war. Zweiter Mitteleingang. Yo. Mauseloch mal wieder. Massive Tür. Yo. Krabimmel, krabammel, krabum. Dann finden wir nämlich hier nochmal noch ein Mauseloch. Ja, großartig. Und da geht's dann in den Raum hier rein. Ja, toll. Das hat's jetzt mega gebrocht. Das haben wir dann anscheinend schon mal. Das haben wir dann wohl geknackt, wie es aussieht. Geistertür sind wir auch schon durch. Maus. Ja. Quatsch, nicht die Leichtgestalt, sondern das hier. Okay, ja gut, das war dann nur das im Prinzip. Massive Tür, ja gut. Müssen wir halt hier durch das Ding hier durchgehen, ne? Aber bevor es da halt großartig weitergeht, hätte ich das ganz gerne mal alles geklärt hier. Mauseloch, massiv, ja okay. Alchemielabor. Geistertür, dann war das wohl durch die Geistertür. Ja, dass wir irgendwo dann eine massive oder Geistertür oder Flamme oder sonst was übersehen und sonst was passiert. Dritter Mitteleingang, das war hier nur die, wo das Feuer kam, ne? Ah, ne. Ah ja, massive Tür, genau. Da kommen wir jetzt auch durch mit der Golem-Gestalt. Krabutz. Und dann kommen wir dort hier einfach nur. Okay. Ja gut, alles klar. War jetzt auch nichts Großartiges eigentlich. Dann haben wir da nichts wirklich verpasst, wie es aussieht. Feuergestalt hier durch. Gut, dann scheinen wir da nichts verpasst zu haben. Da können wir aber beim anderen Gebiet nochmal aufrahmen. Auch wenn es hier nochmal speichert, was ganz nett ist. Maus und raus. Oho, reimt sich. Dann war der schlecht. Dann schauen wir nochmal, dass wir Invasion der dunklen Brut müssen wir auf jeden Fall nochmal eine brennende Turm. Gibt es auf jeden Fall auch nochmal was zu erledigen. Gut, dann gehen wir doch zuerst mal zu der Invasion der dunklen Brut. Mauseloch, weil da können wir es direkt gebrauchen. Da geht's nämlich auch gleich wohin. Yo. So, euch erstmal kalt stellen. Dann Schock hinterher. Haha, Stufe aufgestiegen. Jetzt sind wir offiziell Level 10. Sehr schön. Dann machen wir mal die Alchemie weg. Ah, da hinten ist auch noch was. Gut, die können wir alle mit solchen Kegelangriffe eigentlich plättern. Warte mal, was machst du denn für einen Scheiß? So rum. Ups. Das war dumm, das war wieder saudumm. Mach doch mal das hier. Machen wir den hier wieder. Dann gehen wir mal so drauf. Ups. Rutsch, Satter der dunklen Brut. Sausack. Und schon. Dann hauen wir jetzt mal die Steinfaust um, der nervt nämlich ein bisschen. So. So, ein bisschen weiter. Gut. Alles klar. Dann mache ich den Stufeaufstieg noch für heute. Und zwar gehen wir nochmal fett auf die Magie drauf. Holen uns noch Willenskraft. Ja, Blutmagier, schön und gut. Da haben wir keine weiteren Punkte, die wir investieren können. Und da brauchen wir Stufe 12 davor. Okay, ich denke, jetzt könnte der Schneesturm kommen.
Ein Eissturm fügt Zielen im Wirkungsbereich kontinuierlich Kälteschaden zu und verringert ihre Bewegungsgeschwindigkeit, während er gleichzeitig Boni auf Verteidigung und Feuerresistenz verleiht. Scheitern die Ziele bei einer Prüfung ihrer körperlichen Widerstandskraft, können sie zu Boden fallen oder tiefgefroren werden. Auch Verbündete können betroffen sein oder der Kettenblitz. Aus den Händen des Zaubernden schießt ein Blitz, der einem Ziel Elektrizitätsschaden zufügt und sich dann in kleinere Blitze aufteilt, die wiederum auf weitere Ziele in der Nähe überspringen. Danach teilen sich die Blitze erneut, wobei jede Welle von Blitzen weniger Schaden verursacht als die vorangegangene. Auch Verbündete können davon betroffen werden. Okay, dann würde ich sagen, wir machen jetzt erstmal hier das komplett, damit wir die Schule mal vollständig haben. So, gut. Und ich würde sagen, ihr liebe Leute, hier wird nochmal gespeichert. Und wir sehen uns übermorgen wieder zu Let's Play Dragon Age Origins auf Helzig. Also machen's gut und bis übermorgen dann wieder. Ayan Yankee.